Und das ist auch schon passiert und wir haben das neue Jahr 2017 und deswegen erstmal natürlich ein herzliches Willkommen, frohes Neues hier in diesem neuen Jahr. Tja, ich denke mal, 2017 wird einiges für uns bereithalten, sicher auch ein bisschen was Spannendes, Actionreiches, je nachdem natürlich ein bisschen mehr von einem oder anderen. Ich denke an meiner Stelle vor allem persönlich kann man ganz kurz gucken, spielmäßig eigentlich nur an 3 Dinge bisher. Das ist ein bisschen da die Kingdom Hearts Reihe, die da mit vor allem für jetzt sagen wir mal PS4 und Xbox One, die aktuellen Konsolengenerationen, halt neu aufgelegt werden, sprich mit Kingdom Hearts 1.5 plus 2.5 gibt es eine neue Edition, irgendwie Ende März und bereits Ende Januar wahrscheinlich schon Kingdom Hearts 2.8, wenn man so will, im Prinzip einfach Zusammenschnitte aus unter anderem Dream Drop Distance, sprich den Teil von 3DS, den ich angefangen habe, aber irgendwann nicht mehr weiterkam. Naja. Und im Verlauf des Jahres soll ja noch Kingdom Hearts 3 erscheinen. Also ich denke mal, für Kingdom Hearts Fans ist 2017 durchaus, was man drauf aufbauen kann, wa? Ansonsten, ja, wenn wir schon mal bei aktuelleren Spielen noch sind, Final Fantasy. In diesem Sinne denke ich vor allem an Final Fantasy VII, das Remake, was ja doch ein bisschen größer werden soll. Man rechnet momentan irgendwie mit 4 bis 5 Spielen. Alleine um das Ganze, wenn man halt wirklich alles komplett überarbeiten so einen aktuellen Standard, dass man da irgendwie so ein riesiges Spiel draus macht. Wir können gespannt sein, vermutlich. Aber ich schätze trotzdem erst nach der Gamescom, war. Also ich rechne nicht irgendwie mit der ersten Jahreshälfte, wird vermutlich sicher erst so gegen Herbst, Weihnachten 2017 sein. Was haben wir sonst noch? Großartiges. Ja, natürlich mal ganz klar sein Nintendo halt die Switch, neue Konsole. Die ja, und da ist halt eine gute Frage, wann erscheint die? Es ist noch nichts genaueres, wir wissen nur im Verlauf vom Januar gibt es noch Informationen. Okay, schon mal ganz wichtig. Momentan sagen die Gerüchte frühestens März. Ja, ich glaube frühestens März passt ganz gut. Es würde mich nicht wundern, wenn das Ganze verschiebt, nach der Gamescom sogar. Weil ganz ehrlich, irgendwo muss das präsentieren, von mir aus nach auf der E3, okay, aber eins von beiden, sprich, wie gesagt, es könnte auch sein, dass es direkt nach der E3 kommt, und auf der Gamescom und so, und auf der Gamescom noch coole neue Spiele gezeigt werden, wäre natürlich auch eine Variante, wenn man das so seines Nintendo und so weiter betrachten könnte. Ja, Nintendo Switch, momentan noch nicht so viel angekündigt, auch da mehr oder weniger noch ein paar Gerüchte und was man weiß, ein neues Super Mario Spiel, aber noch keine Ahnung, wie es genau aussieht, wie es heißt, etc. etc. Und natürlich das neue Zelda, war. Legend of Zelda Breath of the Wild. Hier vor allem halt die Frage, wird es nochmal verschieben? Ja, ist ein leidiges Thema, ich weiß, aber aufgrund der Sache mit der Switch und ich glaube, seitens Nintendo schon das Interesse groß, dass man beide Versionen für die Wii U als quasi Abschiedsversion, aber trotzdem auch einen Launch-Titel für die Switch noch zeitnah bringt, und wenn es halt die Switch verschiebt, dann ist klar, wa? Dass natürlich auch die Version für die Wii U verschiebt. Daher März 2017 hoffen wir es. Es würde mich auch nicht wundern, dass auch erst, gut, ich sag's mal so, wenn es noch ein paar Wochen sind, dann geht's ja noch. Aber nicht so, wie es irgendwie heißt, ursprünglich, ja, Ende 2015, Frühjahr 2016, wir sind doch noch nicht so weit, kommen wir 2017 daraus. Ja, so kann man natürlich den Fans auch die Laune vermiesen. Aber eben, neue Konsole und so weiter und was als Launch-Titel kommt, ist sowieso noch eine andere Sache. Es kann also spannend werden in dieser Hinsicht. Ansonsten, was denke ich mal ziemlich sicher ist, von meiner Seite her noch, ist Ende Januar mit Tales of Berseria. Ja, neuer Tales of Teil. Soll in der gleichen Welt spielen wie Tales of Cestiria, aber etwa 1000 Jahre vorher. Klingt spannend, war ein bisschen was von, wenn wir schon dabei sind, Tales of Symphonia und Tales of Phantasia. Ich habe zwar letztes noch nicht Let's Played, aber ich kenne selbst schon mal gezockt, zwar schon ein paar Jahre her, aber trotzdem. Und daher, ja, das könnte interessant werden, wa? Bin schon mal sehr gespannt. Ende Januar ist dann hoffentlich soweit mit dem nächsten Tales of Teil. So, ansonsten, was halt noch die aktuellen, sag ich jetzt mal, Let's Test betrifft, vor allem in Bezug auf Final Fantasy 15 und auch jetzt, was auch Games noch gebracht haben, am 1. Januar war halt noch Attack of Titan, Rings of Freedom. Da gucken wir mal noch, wa?
Da muss ich erstmal noch einen Kommentar und so weiter durchlesen und deswegen kann er nicht genau sagen, wann die kommen werden oder ob sie wann noch kommen werden, aber ja, sag's mal so, abgeneigt bin ich sicher nicht. Gut, aber zwar bei Attack on Titan nicht weiter gezockt, aber ja, wie gesagt, es baut ja auf der ersten Staffel als Anime auf und die fand ich bisher schon super, von dem her ist das Spiel sich ähnlich noch verlaufen. Final Fantasy 15 mittlerweile fast schon durchgespielt und ja, ich sag's mal so, zum Let's Play wird es noch interessant werden, ne? Kann ich jetzt schon mal sagen. Obwohl ich noch hoffe, dass dann noch ein paar Dinge, ja, wie soll ich das sagen, verbessert werden? Nee, das klingt doof. Ergänzt werden vielleicht, wa? Ja, vor allem irgendwie, weiß auch nicht, aber generell war es letzten Jahr so, als bei Final Fantasy gab es auch Erweiterungen. Zum Beispiel vor allem beim 13, oder Final Fantasy 13 gab es sogar 3 Teile, sogar am Schluss mit Lightning Returns und so. Und ja, da stellt man sich schon die Frage, eben vor allem für diejenigen, die bereits Final Fantasy 15 gezockt haben, wie will man das Ganze noch irgendwie ausbauen? Also irgendwie, weiß auch nicht. Naja, ist ein anderes Thema. Mal gucken, wenn es soweit ist. So, was soll ich jetzt noch so sagen? Wegen neuen Let's Plays sind jetzt die beiden noch erwähnt. Noch ein bisschen gucken will. Ansonsten, neu. Nee, das waren die neuen. Also fürs Erste, wie gesagt. Was sonst noch irgendwie ansteht, gucken wir mal, sobald es rauskommt. Ein bisschen klarer ist. Ich habe doch irgendwo noch hier die verdammte Liste. Ja, natürlich jetzt der falsche Ordner. So, jetzt aber den richtigen. Ach ja, was ich eigentlich machen wollte, diese Weihnachten, aber durch Final Fantasy 15 nicht mehr dazu kam. Ja. Ja gut, ist ein anderes Thema. Ich erwähne es nicht weiter, weil es ist sowieso ein Projekt, was seit Jahren im Grabe liegt und ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es überhaupt mein letztes Video wird, wenn ich irgendwann mal aufhöre zu Let's Playen. Könnte ich mir auch vorstellen. Egal, Halo Warriors, Legends, das letzte DLC. Habe ich noch nicht Let's Played, das letzte und neueste und letzte, muss ich so formulieren. Neues und letzte DLC, wird auch noch die paar Folgen kommen, plus noch die Abschlussfolgen auf der Wii U. Und halt einen neuen Charakter plus Waffen zu zeigen auf der HD-Konsole, wenn man so will. Aber dann ist das Projekt von meiner Seite aus soweit auch abgeschlossen. Sonst, der Rest ist soweit noch dabei. Final Fantasy, ja, Fire Emblem Fates Offenbarung. 1701 Fluch des Drachen, Dragon Ball Xenoverse 2 und Pokémon Sonne und Mond. Ich denke mal, hier Pokémon wird sicher länger dauern. Vor allem eben erst im Verlauf im Januar wird da mit Pokémon Box und so weiter. Box sage ich schon. Nee, Box war damals auf dem Gamecube noch. Pokémon Bank wird das ja dann irgendwie freigelegt für die Asset Gem plus noch für Rot, Blau, Gelb. Wissens von der Virtual Konsole. Ja, das wird sicher noch ein bisschen dauern, bis man das alles hat und ich dann da wegen Let's Catch 'em All und so. Wenn es echt darum geht, alle Pokémon zu fangen. Wobei, ich muss nur die neuen fangen. Die alten habe ich ja in Uras noch. Daher ist das gar kein Problem. Wir müssen uns nur um die neuen knapp 80 oder so kümmern. Jo, ich denke, wir sind das 2 von das nächste. Eines der nächsten 2 sein, das dann sind noch schnell abgeschlossen oder zumindest mal pausiert wird. Wegen Offscreen-Training noch für künftige Parallelquests und so, natürlich auch mit anderen Spielern noch Parallelquests machen, sprich Online-Parallelquests, etc. etc. Wir natürlich noch ein bisschen die DLCs abwarten, ob da noch was zur Story kommt. Aber wir natürlich sicher erstmal die Zeit noch abschließen, ne? Da ist klar. Da machen wir natürlich zuerst sofort in die Pause dazu kommt, die ich sowieso noch ankündigen werde im Let's Play dann. Anno 1701 wird sicher die erste Staffel auch demnächst zu Ende gehen. Ich meine, aktuell ohne Gegner und, also ohne ernsthafte Gegner, sag ich jetzt mal. Der Königin noch Tribut zurückbezahlen, etc. etc. Das wird auch relativ schnell gehen. Ich schätze mal, maximal bis Part 50, damit ich das länger brauche. Gut, die Ziele, die wir noch gesetzt haben, plus vielleicht Finder vernichten, damit wir das auch noch durchhaben. Ja, nee, also 17 Parts müssen mir eigentlich genügen. Locker, denke ich mal. Fire Emblem wird, ja, wir kommen der Hauptstory näher, natürlich noch hier und da ein paar Quests und am Schluss noch die ganzen DLCs, die ich noch machen will. Aber auch da, ich denke mal, das wird keine 100 Parts mehr dauern, also noch weniger als 25 Parts. Also hier ähnlich wie bei Anno 1701, denke 20 Parts, jedes Spiel kommt durchschnittlich alle 2 Tage, also ungefähr 40 Tage. Denke ich mal so noch, also gegen Ende Februar muss es ganz lang vorbei sein. Okay, Pokémon war klar. Haben wir eigentlich 3 Slots nach offen, wa? Wenn Fire Emblem vorbei ist. Anno.
und Dragon Ball. Bei Dragon Ball wird es vermutlich schnell vorbei sein. Also das zielt eigentlich darauf ab, dass auch Dragon Ball Xenoverse zweimal auf Ende Januar pausieren kann. Und dann mit Tales of Berseria starten. Das ist soweit mal mein Gedankengang. Genau. Soweit mal zum Aktuellen und nahe Künftigen, was man mal so gerade ein bisschen erzählen kann und gerade noch weiß. Wie gesagt, der Rest wegen Attack on Titan und Final Fantasy 15 muss man mal Kommentaren abwarten, beziehungsweise erstmal lesen. Dann weiß ich mehr. Etwas anderes ganz Wichtiges, ihr habt es bereits im Titel gesehen, ich erwähne es jetzt aber doch erstmal jetzt zum Schluss noch. Und zwar, wie ihr mir auch schon geraten habt, zu meinem Vor-Weihnachts-Ankündigungsvideo, wo ich gesagt habe, ein bisschen was erzählt habt, ihr mir auch geraten, ja, eben mal ein bisschen Pause machen und so, doch mal Urlaub. In diesem Sinne habe ich jetzt bisher trotzdem jeden Tag Videos gebracht, teilweise mehr, teilweise weniger. Also mindestens eins war es immer. Und war auch soweit cool und so, keine Frage. Jetzt war es aber halt so, dass ich all diese Videos ja bereits vorproduziert habe. Und zwar noch während Weihnachten. Nehmen wir noch vor Weihnachten, genau. Das heißt, ich habe im Prinzip die letzte Dezemberwoche freigenommen. Ja, freigenommen, was heißt das? Vor allem halt Final Fantasy 15 gezockt, war schon cool und so, keine Frage. Deswegen ein bisschen Pause gemacht vom ständigen Let's Playen und Hochladen, Bearbeiten, hast du nicht gesehen. Was jetzt aber natürlich die Quintessenz davon ist, ich habe nichts mehr auf Lager. Toll, war. Kann natürlich sagen, okay, jetzt haben wir dann Neujahr, 1.1. Komm, ich hau einfach noch ein paar, ich nehme schnell wieder auf, hau es wieder raus, etc., etc. Nö. Jetzt ist es wirklich so, dass wir die Situation mal haben. Jetzt hatte ich theoretisch, sagen wir jetzt mal, das war ein bisschen doof formuliert, aber ist eigentlich wirklich so, hatte ich jetzt eine Woche Urlaub, wo ich da nichts mehr aufgenommen habe und so, fürs Let's Playen, okay. Aber da ich jetzt natürlich nichts mehr auf Lager haben, muss ich also da aufnehmen. Und deswegen mache ich jetzt mal eine kleine Veröffentlichungspause, sprich neue Videos gibt es erst ab dem 9. Januar wieder. Starten wir direkt am Montag wieder. Passt sehr gut mit dem aktuellen Ablaufplan, was am Montag dann genau kommt, weil ich weiß nicht immer ab, die Projekte. Ich glaube, ich mache da mit Dragon Ball, war ich glaube vernünftiger. Ja, das stimmt. Also sprich Fire Emblem, Fates Offenbarung und Dragon Ball. Ich habe zwar ein Pokémon gesagt. Ne, Fire Emblem, Fates Offenbarung plus Xenoverse 2 werden am 9. wieder das Ganze beginnen, wenn man so will. Am 10. Januar kommen der Pokémon Mond, Sonne, Sonne, Mond, wie auch immer, plus an oder nach. Oder war, glaube ich, die zwei Spiele, die ich genannt habe. Ja, doch, stimmt, ja, genau. Dann haben wir wieder abwechselnd, wie gehabt. Dann hoffentlich im Ende Jahr dann da Tales of Berseria. Und weil wir noch ein bisschen Zeit haben, kann man Halo Warriors Legends und den ganzen Rest und so, etc. etc. Jo, würde man sagen, das war's jetzt soweit mit diesem Ankündigungsinfo-Video zum neuen Jahr. Man merkt es bereits, irgendeinen Vorsitz machen und so weiter. Also jetzt mal einen Vorsitz nicht mehr machen. Oder auch einhalten möchten. Es war mir weniger Stress zu machen, das Ganze nicht unbedingt lässiger zu nehmen oder einfach fauler, sondern einfach entspannter. Entspannter, aber trotzdem entschlossen, das Ganze anzugehen und in der Hoffnung, sage ich jetzt mal, mit Anführungszeichen Hoffnung, dass dementsprechend auch die Videos besser werden und dann mehr Views generiert werden oder sonst noch etwas passiert, sei es YouTube oder so, keine Ahnung. Wir werden sehen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, Freunde. Ja, wünsche ich auch mal noch eine schöne Zeit und würde sagen, bis zum 9. Januar mit weiteren alten Let's Plays. Ciao zusammen!